Wasser Artuso ass en Numm, den er am last Joer méi oftheieren huet. No langen Diskussionen der Historiker iwwer sei Bericht kommet dun de 14. Dezember zum Heichpunkt an diesem Dossier. Am Musee 3 Eechle stungen sich ënnert anderem Artuso a Bartel gegeniwwer fir Publikum hier jeweilig Menung zum Thema zu vertreten. D'Lëtzebauer Assoziatioun vun de Geschichtsenseignern huet an de Musee 3 Eechlen op den echten Historiker Debat invitéiert. Hei stungen sich de Vincent Artuso an de Charles Bartel gegeniwwer. Thema war natürlich dem Artuso seg Doktorthees iwwer d'Kollaboratioun vun der Lëtzebauer Regierung während dem Zweite Weltkrieg. Froh ass, wat schreiwe mir mor an Geschichtsbücher, wat bringe mir de Kammerenke bei? Den Debat sech kom ganz gut beim Publikum un. Ganz interessant, weil Molenke auch net nëmmen einfach Geschichte geziele gemacht gouf, méi wirklich iwwer Troll vum Historiker debatteiert gouf. Auch van der Lonéieren Hefeiert nach direkt mit dat dat Debatt net fir ein Ziel zu fannen, dat fir frohe Stellung zu machen. Dat ist eine gute Idee gewesen, mal effektiv dat am Grand Publik zu machen, dass op diverse City online direkt live über Drohe gehen. Das ist ein Thema, was leider bewegt, Leute leben nach. Und das nach vieles, wohin vieles weiß, vieles nicht weiß. Dafür, nee, das ist ganz interessant, das ist auch wichtig, das zu machen. Geschichte ist immer wichtig. Fort hat den Ofen doch ganz am Livestream überdrohen. Der Journalist Francis Verquin. Wir machen einen effektiven Livestream von dieser Diskussionsrunde, den sogenannten Historikerstreit, wie man das hier genannt hat. Das ist ein Thema, das ganz Lützeburg bewegt, hat und auch immer bewegt. Und dafür sind halt nur 5 Historiker, für darüber zu schwätzen. Und effektiv, wir machen das als Livestream, für das Leute doch, das ist nämlich voll. Also das ist so voll, dass es steht, wir müssen beistellen, sogar 100, die dann intervenieren. Und dafür streamen wir das nur live. Und wir machen doch jetzt auch ein Replay, das heißt, Leute können das noch immer mal gucken. Anders doch für die keine Zeit haben. Von Vincent Artuso wollte man wissen, wie jeden in die Bar erlebt hat. Ich war froh, dass es stattgefunden hat. Ich bin immer froh, dass ich so nicht kann hören. Und die Debatte war neidisch. Es war just kompliziert für das ganz eben nicht an einem Streit ausarten zu lassen, weil am Anfang die ganze Debatte schon extrem personalisiert ist. Ich meine, das seit Mainz an der Presse dreht von engem Rapport Artuso oder Artuso Bericht, das heißt, ja, es war schwer zu dosieren, was lo eng sachlicher Attack war oder was ein persönlicher Attack hat könnte sein. Was viel mir wichtig ist, wie just fair selber zu diskutieren, als just Tatsache zu diskutieren. Es muss ihn diskutieren, es muss immer nicht streiten. Das macht eine Demokratie aus. Ich meine, das ist nicht mehr gebildet, das ist auch nicht mehr moralisch, wenn man Daten und Fakten auswendig kennt. Es geht aber auch zu einem Bürger, wenn man kapabel ist, eine Position zu haben und die zu verteidigen. Die behauptet einfach, de Vera hat etwas gemacht, was der kompetenterweise gar nicht kann machen, weil die Kompetenz nicht tut. Und nicht behauptet. En hat ja gar keine Möglichkeit für einen Aufschluss zu tun, ob wen die Wehrmacht an Frankreich oder wen die Wehrmacht an der Belsch Passagierschein für Lützeburg. Nein, Monsieur, das habe ich nie gemacht. Und das auch diskutiert gin. Et war mat Momente eine ganz emotional gefoute Diskussion, die aber zu keinem Moment ausgeartet ist. Es war nicht einmal Vera seine Decision. Es war eine Decision vom Gauleiter Gustav Simon vom 9. August 1940. Trifft er als Junker dann, aber ich meine, die ganze Thematik eben mit Judefroh zu Lützeburg und so weiter, ist das noch wichtig für uns oder so, dass das echt in der Vergangenheit? Ich meine, ich müsste eher die Frage stellen. Ob der das Gefühl hat, dass das erst betrifft. Ich schon da keine Antwort, wirklich nicht. Und ich will auch keine Moralpredigt halten über die Wichtigkeit, sich gewisse Momente von der Geschichte, das sind sich um die erinnert. Wie gesagt, was viel mehr wichtig ist, wie über bestimmte Daten, Fehlen und so weiter zu schwatzen, als just Tatsache, dass sie muss argumentieren, immer nicht streiten, immer nicht schwatzen. Die Regierung hat gerne mäßig schnelle Rapport gehabt und das ist auch die Erklärung, wie wird kein biografischer Approach tragen. Die Rapport hat in der Kommission sur la spoliation des biens juifs hat 9 Jahre gebraucht. Genau das wollte die Regierung nicht mehr. Michel Pauli war Präsident vom Komitee Scientifique, den die Recherche von Vincent Artuso über die Jahre lang begleitet hat. Es betrifft natürlich nicht mehr direkt die Jungen, wenn wir Gott sei Dank an einer Welt leben, wo nicht ein Antisemitismus so weit geht, wie in damals gegangen ist. Das ist ganz genug der berühmte Satz von Bert Brecht, der schon sieht schwanger noch, gell, aus dem der Monster rausgekrochen ist.
Die kann immer nicht herumkommen. Und das wird man am Moment erleben, vis-à-vis von den Muslimen. Das geht in verschiedene Länder genau in dieselbe Richtung wie damals vis-à-vis von den Juden. In dem Sinne meine ich schon, dass auch inhaltlich kann Junge von Haut betreffen, wirklich, dass sie sich betroffen fühlen, an nicht nur einfach ein intellektuelles Interesse. Dese rapport huet nach emul deitlich gewiesen, dats Lützeburg am Zweite Weltkrieg net nimmen aus Resistenzler bestanden huet. Aber is doch, dat sinn sech ëmmer nach vorstelle muss. Op gleich Joer zeréckgeguckt, steun Lützeburg international net am allerbeste Licht do. LuxLeaks oder Steuerrollingen sinn ëmmen e Puerstechfirder, déi et eisem Land net unbedingt einfach gemach hun fir e propert Bild vu sech an der Welt ze weisen. Am Referendum vun 2015 hummer du noch nachgewiesen, dats man vielleicht gënnet so ausländerfreundlich sinn, ewéi immer reise mag ginn. Mei das Geschicht net fir ëmmer steen gemeesselt ass, huet Diskussioun vun segem Mowen fir den Heiten och gewiesen. Dass iwwer Geschicht debattiert gët. Mis engem Junke weisen, dass Geschicht net eng großwurig, dass die fir allemal steht, dass Geschicht eng Wissenschaft, dass wie all Wissenschaft, wo Haut kann nei Donne fannen, die als bisherigt Wissen nach vorstellen. Also Geschicht als eng konstruierte Récit, das net ein Récit, den fir allemal gesot oder geschrieben hast. Was ist dann Ihre Position zu diesem Debat? Ich bin froh, dass den Debat gibt. Das war auch vor Absicht von dem Rapport, wenn es so bei seid. Für das darüber öffentlich geschwärzt wird, dass am Land die Themen nicht mehr tabu sind, dass nicht mehr gemerkt wird, wir waren alle Lützeburger, die 290.000 die derzeit kauf Resistenz gemerkt hätten, kaufen da auch die keine Resistenz gemerkt, kaufen da die einfach falsch an dem Ufer geblieben sind, mit sind auch die ganz aktiv kollaboriert haben mit enger Macht. Die Lützeburg hat vom Boden verschwammen. Nicht nur das, die führen allem Menschenrechte überhaupt nicht respektiert wird. Leute, wenn es ihre Rassenzugehörigkeit, wenn es ihre Religionszugehörigkeit, wenn es ihre sexuelle Ausrichtung und so weiter verfolgt wird. De Marc Schönchen, Präsident vun der ALE, war auch ganz zufrieden am Auflauf vom Moment. Ich bin ganz froh, dass so viele Leute hier waren. Das war schon ein Succès für uns. Und dann habe ich fand, dass der Debat ganz animiert war, aber auch zum Teil emotional. Ich habe schon gemerkt, dass Schiedfried sich ganz viel investiert hat, dass doch vielleicht den einen oder anderen sich ein bisschen attackiert gefühlt hat. Also habe ich schon gemerkt, dass da ja, unter der Oberfläche ein bisschen gekacht und gerubbelt. Weil die Bildung ist bis dahin mal weiter. Es gibt keine fertige Antwort, es gibt ganz viele Perspektiven darauf, jeder hat seine Interpretation. Und das ist auch ganz schwer für die Sachen aufeinander zu bringen. Das ist vielleicht auch gar nicht möglich, wie zu sagen, okay, so wäre es. Das ist meine Stadt, was Herr Wehenkel zum Schluss gesagt hat. Ich meine, wir können logisch vielleicht aufhängen, wirklich ein Debat zu feiern. Lo 7 Jahre Krieg, wo die Generation, die Krieg selber modelliert hat oder bewusst modelliert hat, einfach nicht mehr da ist oder nicht mehr so kann selber schwätzen. Da fängt die Zeit, wo dann die Historiker darüber nachdenken und darüber schreiben und da vielleicht mehr frei können machen, wie das nach 14 oder 15 Jahren war. Mit dem Jungblut hat das ja gedeutet und ja, der Historiker hat auch ein bisschen gesagt. Ich bin froh, dass überhaupt mal eine Debatte ist, dass verschiedene Fragen gestellt werden. Weil wenn die Debatte nicht wäre, da fährt nicht das Mal die ganze Geschichte vergisst. Es geht darum, nicht für zu sagen, Alt-Lützburg war so, Alt-Lützburg war gut, Alt-Lützburg war schlecht, aber für zu weisen, wie ganz konkret die Leute müssen sich entscheiden. Op diesem Moment kriegt mein Gritsch von wichtigen Historikern für einen Mikro-vom-Kanal. Er bleibt einfach die froh, ob kein von den Lützeburger Historiker die Kompetenz an den Profil hat, für als Rezentgeschichte abzuschaffen. Oder musst du nie auch heute so eine Person aus dem Ausland zurückgreifen, für den Posten vom Direktor am neuen Institut von der Uni für die Geschichte von Lützeburg zu besetzen?